vom 20. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten. Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-Jahres-Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Zuhause gehabt. Durch das stetige Wachstum unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelte abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten, die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Zuhause. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen, wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Erfüllt. Hey, so schön bist du da. Es ist schön, mit euch die neue Serie zu starten. Erfüllt. Und wir wollen anschauen, was es heisst, wenn Jesus unser Leben erfüllt. Wenn er es erfüllt. Wer hat geliebt hat, die Special Effects, die sie da gemacht haben, unser Creative Team, lasst uns denen mal einen Applaus geben. Sound, alles. So genial, ey. Weihnachten, wir gehen nicht Weihnachten. Wisst ihr das schon? Haben ihr schon Geschenke? Nicht, ist schon viel zu früh, noch viel zu früh. Aber Jesus ist auf die Erde gekommen. Für die, die denken, was, Weihnachten, wie sagst du? Wieso? Hat das etwas mit Weihnachten so? Ja, eigentlich. Früher haben wir wegen dem Weihnachten gefeiert. Machen wir heute auch noch. Aber wir haben so viele Geschenke über. Und interessant ist, ab und zu haben wir das Gefühl, Jesus ist so wie auch noch ein Geschenk noch über dem, was ist schon genug, aber dann denkst du, ich muss noch das noch haben und dann nimmst du noch das dazu. Oder ich brauche gerade ein bisschen, das ein bisschen Nächstenliebe und so, das ist noch cool, ich nehme auch noch ein bisschen Jesus. Ich meine, wenn ich auf Reisen gehst, siehst du ab und zu ein bisschen Taxis rein, wo es hat einen Buddha vorne auf dem Armaturenbrett, es hat noch ein Kreuz auf dem Armaturenbrett und hat noch ein Feng Shui-Einrichtung und so. Alles Krüsi, Gemüse. Aber Jesus ist nicht einfach gekommen, dass er noch irgendwie noch einen Side-Part, noch ein bisschen nebendran, noch ein bisschen unser Leben noch ein bisschen mehr vervollständigen. Er ist gekommen, um unser Leben zu erfüllen. Das heisst, wenn er unser Leben erfüllt, muss das Alte raus. Er ist nicht gekommen, einfach noch quasi nebendran, behaltest noch all deine anderen Götzen und dann hast du noch ein kleines Jesusli. Jesusli. Noch ein Kreuzchen. Ist nicht einfach noch, jetzt habe ich noch einen anderen coolen Bibelvers tätowiert, neben den anderen Sachen. Ist nicht einfach irgendetwas zusätzlich, sondern er möchte kommen und unser Leben erfüllen. Mit seinem Guten. Und in dieser Serie möchten wir anschauen, wie sieht das aus, wenn Jesus unser Leben erfüllt. Weil er hält nicht zurück von irgendeinem Bereich. Wie wenn Wasser kommt und es füllt rein, dann füllt es alles. Es geht in jeden Poren, in jeden Winkel hinein. Und genau so möchte Jesus in jeden Winkel von deinem Leben hineinkommen. Und wie das aussieht, in den nächsten paar Wochen schauen wir das an. Das ist Weihnachten. Jesus kommt auf die Erde.
Und er füllt die Erde mit seinem Licht. Das ist etwas am besten. Nächste Woche werden wir noch so Weihnachtsbäume da haben. Es wird wunderschön. Wunderschön. Lass uns doch zusammen beten. Ist das gut? Jesus, ich danke dir so viel mal, dass wir Weihnachten feiern und in eine Weihnachtszeit hineingehen, wo wir uns neu bewusst machen, was es heisst, wenn du die Erde erfüllst mit deiner Schönheit, Größe, Stärke, Herrlichkeit. Tu unsere Augen nochmal neu auf. Spreng du unser Denken. Gib uns einen Hunger für das, was du tun willst. Ich danke, dass keine Person da ist per Zufall, dass du eine Hoffnung und eine Zukunft hast für jede einzelne Person. Dass du uns liebst, uns geschaffen hast für eine Bestimmung. Und wir möchten das erkennen. Und ich bitte, dass jede Person ermutigt, voll Vision und gestärkt und herausgefordert heimgehen. Und deine Liebe soll sich ausbreiten in unserer Mitte, mehr als gestern. Wir lieben dich. Amen. Unsere Kultur, Gesundheit, Körper, das ist etwas, das unsere Gesellschaft beeinflusst. Unsere Gesellschaft ist schon fast besessen von dem Schönheitsideal, unser Körper. Und ich möchte heute anschauen, was heisst es, wenn Jesus unsere Gesundheit erfüllt. Für die einen ist ja der Körper der ist zum Vernachlässigen. Ja, vernachlässigbar. Es geht ja um die Seele und den Geist. Für andere ist der Körper und Gesundheit, das ist das wichtigste Idol. Die machen alles, um noch ein bisschen mehr Muskeln, noch fitter zu sein. Die riesige Energie in das investieren. Andere definieren sich durch ihr Äußere. Wieder andere definieren sich im Negativen durch ihr Äußere. Andere tun sich durch das ihren Ruf aufbauen oder andere haben das Gefühl, wegen dem bin ich nicht wert. Die einen geben Tausende von Franken aus für Schönheitsoperationen, gerade in der Schweiz besonders. Wir sind so eigentlich fokussiert auf das. Und was heisst es eigentlich, wenn Jesus einen Einfluss hat auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit? Das heißt jetzt vielleicht, aber es ist jetzt ein bisschen komisch. Das Thema hat doch nichts mit uns zu tun. In der Kirche geht es doch um dein Herz. Oder? In der Kirche geht es doch um deinen Geist, um deine Seele. Was redest du von Gesundheit und Fitness? Ich sage dir, ich möchte mit euch auf einen Weg gehen, das hat extrem viel damit zu tun. Wo Jesus auf die Erde kam, ist er nicht gekommen und hat gesagt, hey, kennst du Himmel und so? Himmel und Hölle und so. Hey, das ist der Weg, um in den Himmel zu kommen. Hey, ich muss mir nachfolgen. Er ist gekommen und er sagt, er hat das Königreich predigt, hat ihnen gezeigt, wie kann man in den Himmel kommen, wie geht es weiter. Aber er ist gekommen und die Kranken hat er geheilt, die Besessenen hat er befreit. Ihm ist der Körper nicht egal. Er hat nie nur einfach das Trend, er hat immer das Ganze gesehen. Und genau gleich, wenn wir das Ganze sehen. Unser Körper hat einen Einfluss auf unsere Psyche, unsere Seele hat einen Einfluss auf unseren Glauben und vice versa, unser Glaube hat einen Einfluss auf unsere Seele, auf unsere Psyche und unsere Seele hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Das kannst du nicht einfach trennen. Und wir müssen das wieder anfangen zu sehen, Gott hat einen Einfluss auf jeden Bereich von unserem Leben. Und wie sieht das denn aus, wenn das passiert? Wo gibt es denn die Verbindung zwischen dem Spirituellen und unserer Gesundheit? Und ich habe einiges gelesen für die Message, weil es ist nicht etwas, was ich jetzt jeden Tag höre. Wer hat sich da schon mega viel Gedanken gemacht dazu? Die sind so gut, wir können nachher noch reden und austauschen. Vielleicht haben wir noch Feedbacks und so, das ist gut. Aber ich musste schauen, was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema? Weil es ist entscheidend. Im Römer 12, Vers 1 lesen wir, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe.
Da redet es von einem lebendigen Opfer. Was ist das? Ist es einfach nur deine Seele? Nur dein Geist? Yes, yes, yes. Nein, dein lebendigen Opfer, das bist du mit deinem Körper. So mit Augen und Händen und Füßen und Bauch und alles, was da innen ist. Das ist das lebendige Opfer. Was mit dem redet, ist eigentlich sagt, hey, dein ganze Leben, das, was du bist, gibst du Gott an. Nicht einfach nur dein Glauben gibst du Gott an. Du gibst alles dir Gott an. Das ist eigentlich die einzig angemessene Antwort auf das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er sagt, hey, Jesus, ich kann dir nichts geben, aber das Einzige, was angemessen ist, da hast du mein Leben. Und mein Leben, das heisst auch mein Körper, meine Gesundheit, alles. Und weißt, nicht alle sind gleich fit, gesund auf die Welt gekommen. Und es geht da nicht darum, wie genau du bist, sondern einfach, dass das, was du bist, der Körper, wo du jetzt hast, durch Umstände, durch was Geburt oder was auch immer, aber das geben wir Gott an. Und das wird er brauchen. Fit oder unfit, gesund oder ungesund, vollständig oder nicht, das, was du hast, das wird er brauchen. Aber es kommt darauf an, wie fit du bist. Jetzt lass mich dir das erklären. Ich habe schon gehört, schon die ersten. Lass mich mit euch vom Weg gehen. Wenn du so ungesund lebst und du bist so einfach nicht fit, dass du nicht einmal aufstehen kannst und den Leuten helfen, weil dein Blutdruck so hoch ist, macht das einen Unterschied, weil den Leuten etwas helfen. Den Leuten etwas machen, da stehen, Türen auftun, da musst du wenigstens stehen. Ich möchte ein anderes Beispiel. Ich bin ein Vater bald von 3 Kindern. Und ich bin ein Vater, egal wie gesund ich wird sein. Weil wenn ich mal querschnittgelähmt würde sein, was ich nicht glaube und nicht erwarte, egal was passiert, versteht ihr? Ich werde immer Vater sein von meinen Kindern. Immer Vater sein. Und ich kann ihnen immer meine Liebe geben. Ich kann ihnen meine Ermutigung geben. Ich kann ihnen etwas zusprechen. Ich kann an sie glauben. Ich kann ihnen meine Liebe geben durch halt vielleicht andere Art und Weise. Aber es kommt trotzdem darauf an, ob ich im Bett liege oder nicht. Weil ich möchte ein Vater sein, der, wenn mit Ruby mit 10 geht säckeln, dass ich mit ihr mitgehen säckeln. Ich möchte ein Vater sein, der mit unserem Sohn, der auf die Welt kommt, mal wenn er dann 16 ist und auf eine Bergtour geht, nicht sagen, oh, sorry, du musst mit deinen Kollegen gehen, das schaffe ich nicht mehr. In 10 Jahren, das schaffe ich nicht mehr. Auf den Mythen zu gehen, das schaffe ich nicht mehr. Ich möchte da sein für meine Kinder. Ich möchte ihnen ein Vorbild sein und ich möchte mit ihnen weitergehen. Versteht ihr? Unsere Gesundheit ist matchentscheidend. Auch ganz praktisch. Ich habe einen Job, der viel von mir verlangt. Ich habe eine Familie, die etwas von mir verlangt. Ich habe eine Frau, die etwas von mir verlangt. Ich habe Freunde, die etwas von mir verlangen. Wenn ich nicht auf mich aufpasse, auf meinen Geist, meine Seele und meinen Körper, dann bald kann ich das nicht mehr machen. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte so fit sein, dass ich sicher nicht ein Hinderungsgrund bin für das, was Gott eigentlich mit meinem Leben machen will. Versteht ihr? Nicht alles ist in meinen Händen. Nicht alles ist in meinen Händen. Aber ich möchte nicht der sein, der limitet, weil ich einfach nicht auf meine Gesundheit aufpasse. Versteht ihr? Gewisse Sachen sind in unserer Verantwortung. Die Bibel sagt so viel über den Körper. So viel über den Körper. Im 1. Korinther 6, Vers 19 steht, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Ich muss euch erklären, der Tempel früher war das schönste Gebäude, das die Welt hatte. Der Salomon, das war der König dazumal. Der hat so viel investiert, um das Haus von Gott schön zu machen. Weil er mit dem Gott Ehre hat, wenn da Gott hinein wohnt. Der Gott ist im Fall im Zelt gewohnt. Gott ist nicht limitiert, wie es deinem Körper geht. Aber er hat gesagt, hey, wenn Gott in mir wohnt, wenn Gott in diesem Haus hinein wohnt, dann soll er schön sein.
Wie viel mehr sollen doch wir doch auch Gott sagen, okay, Gott wohnt in mir. Ich möchte auf mich aufpassen. Es ist entscheidend, wie ich mit mir umgehe. Nicht nur mit meinem Glauben. Mein Glaube hat dann auch Einfluss auf meine Fitness, auf meinen Körper. Im 3. Johannes 1, Vers 2, das ist so schön der Brief an Gaius. Der Apostel da schreibt und sagt, ich hoffe, dass es dir gut geht. Und du, jetzt hört gut, an Leib, das ist der Körper, und Seele so gesund bist, wie in deinem Glauben. Hey, wie schön gibt das ein Bild. Nicht nur, hey, ich hoffe, du bist voll on fire für Jesus. Ja, logisch, aber hey, ich hoffe, du bist auch, deiner Seele geht es gut. Hey, ich hoffe, deinem Körper geht es gut. Es ist ganzheitlich. Gott möchte uns gesund haben. Jesus ist nicht nur gekommen, dass die Kranken gesund werden, er ist auch gekommen, dass die Gesunden nicht krank werden. Versteht ihr? Wenn wir nicht auf unseren Körper aufpassen und wegen dem mehr Krankheiten kommen, dann machen wir einen einfachen Job für den Teufel. Ich sage euch schnell, wieso. Der Teufel möchte uns das Leben nehmen. Sein einziger Job ist rauben und kaputt machen, was Gott geschaffen hat. Und Gott hat uns geschaffen, hat unseren Körper geschaffen. Und das ist eben sein Ziel, uns kaputt zu machen. Gottes Ziel ist, dass wir in der Fülle leben, in der Gesundheit leben. Auf unseren Körper aufpassen. Das ist entscheidend. Weil so viele Krankheiten kommen nicht wegen einem Angriff vom Teufel, sondern weil wir einfach nicht aufpassen auf uns selber. Weil wir nicht genug geschlafen haben, weil wir nicht geschaut haben, was wir essen, nicht geschaut, auf unsere Seele aufpassen. Dann merkt man plötzlich, das ist entscheidend. Ist entscheidend, geht viel tiefer. Im 1. Korinther, Vers 6 steht, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Jetzt fragst du dich vielleicht, was heisst das, dass es Gott Ehre macht? Es ist so ruhig. Hey. Ich hoffe, ich komme das mit über. Ist gut. Was heisst das, wenn das Gott Ehre macht? Ehre geben heisst, du gibst etwas im Gewicht. Du gibst etwas in Wichtigkeit. Wenn wir Gott möchten ehren, auch mit dem Körper, heisst mir, es ist uns nicht egal. Es ist uns nicht egal, wie es uns geht, unserem Körper. Für mich bedeutet das ganz praktisch, dass ich muss auf meinen Schlaf aufpassen. Es ist nicht egal, wie viel ich schlafe. Weil es hat einen Einfluss auf meine Gesundheit, auf meine Seele, auf Erholung, auf so viele Bereiche. Es ist nicht egal, wie ich mich ernähre. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht für Ernährung, bis ich meine Frau geheiratet habe. Und ich bin so froh, macht sie sich Gedanken. Weil ich habe gemerkt, ich habe irgendwie noch, die einen haben es ein bisschen einfacher, ich muss es ja sagen. Oder? Die sind einfach eher fit und die anderen die müssen eher schauen, dass sie fit bleiben. Und ich habe es relativ einfach, glaube ich, bis etwa 25. Und dann habe ich gemerkt, jetzt musst du die Weichen legen. Ja, wir haben nicht unsere Gene ist nur so. Verstehst du? Wir sind alle verantwortlich. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt ganz ehrlich, schauen. Und ich bin so froh, hat Marion gesagt, sie achtet darauf, was sie kocht. Ab und zu koche ich und dann gibt es Pasta. Genau. Hat auch etwas Gesundes. Ein bisschen. Hat auch etwas Gesundes. Nein, ich will noch nicht Essenslektionen geben. Versteht ihr? Es geht mir nicht um das. Aber es geht mich um eine Einstellung. Ich gebe dem Wert. Es ist mir wert. Weißt du, ich sehe zu viel, wo das ist ihr Gott. Die Ernährung ist ihr Gott. Und das ist nicht unser Job. Ich hoffe, sie sind nie zu unserem Gott. Aber dass wir uns überlegen. Für mich hat es geheißen, ich muss aufpassen, wie es meiner Seele geht. Das ist entscheidend. Und ich merke ab und zu, da bin ich herausgefordert. Und merke ich muss jetzt mich erholen. Ich muss irgendwo Zeit schaffen, wo ich biken kann. Nicht nur, weil es mich fit hält, sondern weil es auch einfach meiner Seele gut tut. Und
sehen, du fängst schon überlegen. Vielleicht am Anfang denkst du, ja, läuft alles, hast du vielleicht bei 21 nie etwas überlegt. Wie ich habe die ersten Jahre nie etwas zu dem überlegt. Und plötzlich gemerkt, das ist gar nicht so abwegig, um mal zu überlegen. Marin, meine Frau, sie hat gesagt, hey, der ganze Bereich psychische Gesundheit ist auch so entscheidend. Sie hat auch gemerkt, hey, ich will daran arbeiten. An Sachen, an Gefühlen, die plötzlich aufkommen. An Ängsten und Sachen, die da sind. Ich möchte daran arbeiten. Es ist mir nicht egal, weil meine psychische Gesundheit hat einen Einfluss auf meine körperliche Gesundheit. Und das sind viele Sachen. Und ich glaube, es geht mir überhaupt nicht da, um irgendwelche Gesundheitstipps zu bringen. Aber zum Erkenntnis, zum Verständnis zu schaffen, dass es nicht egal ist, wie wir mit unserem Körper umgehen. Dass wir mit dem Gott ehren und dass das ein Tempel ist und dass es wichtig ist, dass wir fit sein können. Das, was in unserer Kraft steht. Nicht alles steht in unserer Kraft. Aber ich bin mir auch so etwas sehr bewusst, dass Gesundheit fängt nicht einfach beim richtigen Essen an. Gesundheit fängt viel früher an. Es fängt in unserem Herz an. Es fängt in unserem Herz an. Anfangsjahr sind die meisten Leute im Fitness. Das ist es so. Ich habe mich angemeldet. Anfangsjahr. Nein, es war lustig, oder? Punkt dem ganzen Bewusstsein. Ich habe mit mir das bewusst zu machen, dass ich sage, hey, ich möchte fit sein, habe ich am Anfangsjahr meiner Small Group gesagt, das Jahr renne ich einen Halbmarathon und das Jahr melde ich mich an fürs Fitness. Für Jahre habe ich das probiert. Jahre habe ich gedacht, das sollte ich machen und nie durchgezogen. Und ich glaube, es hat nicht nur damit zu tun, dass die Motivation, weil ich habe gemerkt, es muss mehr von innen kommen. Weil so viele Mal habe ich kurz Motivation gehabt, um zu sagen, jetzt tue ich auf meine Fitness achten. Aber habe es nie durchgezogen. Ich weiss nicht, wer da, mir nicht Hand aufstrecken, aber habe es nie durchgezogen. Und dann das Jahr habe ich gesagt, hey, ich möchte das machen. Und habe an meine Kollegen gesagt, und ich habe eben auch, wieso ich das machen will. Ich habe gesagt, ich möchte auf der 8 gehen. Und ich habe mich wirklich angemeldet und ich bin dran. Ich bin dran. Nicht immer gleich gut. Ich bin dran. Ich bin dran. Aber wie gesagt, Anfangsjahr hat die meisten Leute, die sich anmelden. Anfangswoche hat es auch am meisten Leute im Gym. Immer Montag, da darfst du jetzt nie ins Gym gehen. Das ist immer voll. Dann gehe ich immer Donnerstag, Mittag, dann hat es fast niemand mehr. Freitag ist es leer. Verstehst du? Weil die Leute wissen, wie man anfängt. Die Leute sind motiviert, sagen, das Jahr fange ich an, mehr Acht geben. Das Jahr schlafe ich ein bisschen mehr. Das Jahr schaue ich ein bisschen mehr auf meine Ernährung. Und sie ziehen es nicht durch. Und ich glaube, es hat mega viel mit unserer Motivation zu tun. Von wo kommt die Motivation? Von wo kommt es? Wenn unser Herz nicht am richtigen Ort ist, ist es mega schwierig, dort Änderungen zu machen. Weil aus dem Herz kommt alles raus. Die Bibel sagt auch ziemlich klar, dass wo Jesus kam, er hat gesagt, ich kann euer Herz neu machen. Weil euer Herz ist steinerig, es ist ungesund. Ungesunde Gedanken kommen aus eurem Herz raus. Ich tue das rausnehmen und gebe euch ein lebendiges Herz, wo ihr gesunde Gedanken entwickeln könnt, gesunde Gewohnheiten entwickeln. Und ich glaube, es fängt dort an, Gesundheit. Dass wir wieder sagen, ich nehme das neue Leben, das Gott hat für mich, das Jesus hat für mich. Ich nehme an das neue Herz und ich tue alte Gedankensmuster ablegen und nimm die neuen Gedankensmuster an. Weil es ist entscheidend, wenn du weißt, du bist wertvoll, nicht weil du grosse Muskeln hast, sondern du bist einfach wertvoll. Und weil Gott dich so liebt und mit dir so viel vorhat, sagt, ich möchte lang leben. Weil Gott hat etwas mit mir vor, ist eine andere Motivation zum fit zu bleiben. Kommt ganz anders. Andere Wurzeln. Wenn du weißt, Gott liebt dich. Gott hat dich gemacht. Er hat eine Zukunft mit dem Leben. Er hat einen Plan mit dem Leben. Und wie du bist, ist entscheidend. Du gehst ganz anders als andere an. Ich glaube so fest, dass das mega einen Einfluss hat für uns. Ich glaube, es hat die einen da innen, die sind dran, zu sagen, hey,
Ich nehme das an, wie wertvoll ich bin in Jesus. Und ich lege Minderwert ab. Minderwert, der mich in etwas in ungesunde Essverhalten hineingebracht hat. Minderwert, wo das und das in meinem Leben auslöst. Ich lege es ab. Weil Gott hat mich unglaublich gut geschaffen. Egal, wie ich jetzt bin. Egal, wie mein Zustand momentan ist. Wo du sagst, hey, ich lege meine Faulheit ab. Weil plötzlich kommt Gott in dein Herz und gibt eine neue Lebensfreude, Lebensdurst, Vision. Und du fängst an, alright, die Lahmheit, die Faulheit, fängst an ablegen. Ich glaube, für die einen bedeutet das, dass sie sich anfangen aufhören zu vergleichen, weil sie wissen, Gott hat mich einzigartig gemacht. Ich muss mich nicht vergleichen. Es ist okay, wenn ich nicht so und so bin. Es ist okay, wenn ich den Marathon nicht, kann ich 2 Stunden laufen. Das heißt, ich brauche für einen Halbmarathon 2 Stunden. Der Weltrekord ist 2 Stunden für einen Marathon. Für die einen heisst es vielleicht, dass sie Stress abbauen. Weil sie lernen, ihre Sorgen bei Jesus abladen. Weil in der Bibel steht, dass er sorgt sich für uns. Er sorgt sich für dich. Und wenn du anfängst, dein Stress im Fall ist so etwas von ungesund. Wirklich? Stress ist so etwas, was uns kaputt macht. Es raubt uns unseren Schlaf. Und wenn wir nicht schlafen, sind wir anfällig für so viele Krankheiten. Aber wenn wir lernen, aus unserem Vertrauen in Jesus, dass er uns liebt und uns sieht und da ist und sich um uns sorgt, können wir jeden Tag die Sorgen ihm abgeben. Und wir laufen leicht um. Stell dir mal vor, du laufst immer wieder mit 20 Kilo Rucksack rum, wie im Militär. Und wie schön es sich anfühlt, plötzlich die Sorgen abzuliefern. Abzugeben und zu sagen, hey, weisst du, danke, sorgt dich um mich. Und es fängt an im Herz, aber es hat einen Einfluss auf unseren Körper. Vielleicht kommst du eine neue Lebenslust über. Weil Gott dir seine Pläne für dein Leben offenbart. Und ich bete, wenn du da rein bist und du hast eigentlich nicht mehr viel Lebenslust, das ist eigentlich egal, dass Gott dir die Augen auftut. Für was für eine unglaublich gute Zukunft er dich berufen hat. Und dass du aus dem Grund sagst, ich möchte gesund sein, weil ich möchte lang leben, weil er hat einen guten Plan für mein Leben. Seht ihr? Es ist so much entscheidend. Unser Herz. Unsere Gedankensmuster. Und vielleicht bist du da rein und sagst, ja, ich habe keine Ahnung, was es in meinem Leben ist. Und ich vielleicht noch ungesunde Lebensmuster habe, ungesunde Gedanken, ungesunde Aussprache. Frag Gott. Oder frag die Kollegen. Ich glaube, ab und zu, du musst auch nicht mega suchen gehen. Aber ich zeige dir eins, schau auf Indikatoren. Schau auf Schlaflosigkeit. Schau nicht weg dort. Schau nicht weg dort. Ich habe einen Freund, der einfach gesagt hat, ja, das ist einfach durch und dann noch Schlafmittel und irgendwann hat der Körper gesagt, tschüss, nicht mit mir. Verstehst du? Und dann einfach nicht mehr arbeiten können. Es ist nicht easy, hey. Es ist nicht easy. Schau drauf, auf dein Gewicht. Zu wenig oder zu viel. Schau drauf, ist nur ein Indiz. Aber schau drauf. Schau auf depressive Gedanken, die immer wieder kommen. Von wo kommen sie? Was ist die Wurzel? Und in all dem lass uns immer die Wurzel anschauen, weil die Wurzel müssen wir angehen. Und dann müssen wir zu Jesus gehen und sagen, Jesus, wie siehst du mich? Oh, du siehst mich so. Alright, das ist wunderbar. Dann würde ich mich auch langsam so sehen. Ah, du hast das für mein Leben vor, dann möchte ich das auch. Und es geht da nicht um Vergleichen. Es geht nicht um wertvoll oder nicht wertvoll. Darum ist entscheidend. Lass uns nicht anfangen, das ist nicht das göttliche Denken. In der Gesundheit geht es nicht um Vergleichen. Es geht um, weil Gott mich unglaublich gut gemacht hat und er so einen guten Plan in meinem Leben, möchte ich einfach auf meine Verantwortung wahrnehmen. Und ich möchte einfach beten. Ich erzähle von meinem Leben. Ich habe mich nicht sehen als die Person, die wirklich fit ist. Und
denken die einen vielleicht, ja, das ist komisch, ist egal, ich erzähle nur meinen Weg, das ist nicht dein Weg. Aber ich bin viel wandern gegangen. Und das habe ich mich gesehen als einer, der lange laufen kann, aber wirklich fit sein. Das sind die anderen. Verstehst du, ich habe ein Fußball-T-Shirt, habe ich fast anlegen und dachte, ich lege es nicht an. Weil das T-Shirt habe ich nicht gekauft, weil ich viel Fußball spiele, gell? Sondern weil ich einfach am Flughafen gestanden bin und dann mir British Airways so viel Pfund gegeben, dass ich mir ein Souvenir kaufen von Arsenal hier in London. Für mich ist wir haben einen Staff-Sport im ICF. Und ich liebe es, dass wir haben. Dass es auf Arbeitszeit sogar, du kannst fit bleiben und deinen Körper bewegen. Für mich ist es so eine Herausforderung, hey, dort hinzugehen. Einfach, das sind all die Leute, die besser spielen als ich. Und es ist so eine Herausforderung. Aber ich habe plötzlich gemerkt, hey, oder mit eben Halbmarathon, ich dachte, das kann ich nicht. Das bin nicht ich. Und ich habe mich nicht so gesehen. Ins Gym gehen, das machen die etwas heben. Nein, ich bin eher so ein Schwächling. Mir geht es nicht darum, dass ich den Bud Benson wird. Aber ich habe mir gesagt, das ist nicht nur gesundes Denken. Ich habe wie eine Opfermentalität. Oder einfach, in diesem Bereich habe ich abgestellt. Das bin ich nicht. Und ich glaube, dass Gott heute möchte wie neue Denkensmuster setzen. Wo wieder Vision setzt fürs Leben. Und nicht, damit wir Wert bekommen, aber weil wir Wert haben, fangen wir an, dem, was Gott uns gegeben hat, einfach Wert zu geben. Lass uns doch zusammen aufstehen. Ich möchte euch eine Einladung geben, wenn du schaust, unplugged, auch dir. Wenn du auf den Podcast schaust, auch dir. Eine Einladung geben, heute am Abend ein neues Leben überzukommen. Weil wenn Jesus in unser Leben kommt, einen Einfluss hat auf unsere Gesundheit, zuerst kommt einfach in unser Leben hinein. Und er fängt an, Schritt für Schritt Einfluss zu nehmen, wo wir ihm geben. Aber es fängt an dort, dass wir sagen, Jesus, alles, was du hast, ich heisse es willkommen in deinem Leben. Und wenn du da rein bist und du hast von Jesus gehört, aber du hast nie Ja gesagt für ihn, dann möchte ich dir die Einladung geben, zum heute Abend dein Herz aufzutun für Jesus, dass er kann dein Leben erfüllen kann. Als erster Start dir ein neues Herz geben. Und lass dich doch die Augen zu. Das ist etwas, ein Entscheid zwischen dir und Gott. Und wenn du das bist, dann tu doch einfach deine Hand erheben, damit ich sehe, mit wem ich bete. Und dann möchte ich mit dir beten. Während alle einfach die Augen zu. Wenn du das sagst, ich möchte heute zum ersten Mal. Oder ich habe es ganz früher noch mal, aber ich lebe nicht mehr so. Ich möchte mit ihm leben. Wenn du sagst, ich möchte ihn in mein Herz einladen, dann tu doch deine Hand eben das so, dass ich dich sehe und sage, wir können zusammen beten. Es ist etwas zwischen dir und Gott. Auch in Pastor Celebration, unplugged, wo immer du bist. Du kannst eine Entscheidung machen. Wunderbar. Ich bete und du kannst es in deinem Herzen einfach mitbeten. Okay? Weil es ist nicht, mein Gebet ist nicht der Schlüssel, sondern das sind einfach gewisse Worte und vielleicht helfen es dir. Aber du fängst an, ihm Ja zu sagen und zu sagen, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Erfüll du mich. Ich glaube, dass es dich gibt. Und ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für mich, damit ich Zugang haben zu Gott und ewig leben. Ich lade dich ein, zum der Chef werden von meinem Leben. Nicht als einfach jemand, der auch noch in nebendran mitrennt, sondern der Chef von meinem Leben. Danke, liebst du mich?
Danke, hast du einen mega guten Plan in meinem Leben. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.